Good Marius. Am Namen Jesu heide ich an jedem willkommen, der von der Taub kicken det. Freut mich auch, dass wir kann Taub Gott anbeten und Taub von ihm lernen. Ich lese für uns von der Marius aus Apostelgeschichte Kapitel 9, die Verse 36 bis 43. Apostelgeschichte 9, 36 bis 43. Wir lesen in Vers 36 bis 43. In Joppe aber wir eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Geselle. Die war reich an guten Werken und Almosen, die sie tat. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie und legten sie in das Obergemach. Da aber Lydda nahe bei Joppe ist, und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie 2 Männer zu ihm und baten ihn, dass er nicht säume, zu ihnen zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach. Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, welche die Geselle gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder und betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, stehe auf! Und sie tat ihre Augen auf, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf und rief die Heiligen und die Witwen und stellten sie ihnen lebend dar. Und es wurde kund durch ganz Joppe, und viele glauben an den Herrn. Und es geschah, dass er viele Tage in Joppe blieb, bei einem Simon, der ein Gerber war. Das sind diese Verse, die wir taub mit Gottes Halb betrachten werden von der Marius, aber ehe wir dort tun, wo wir nach taub beten. Lieber Herr in Heiland, wir danken dir, dass du uns vom Horten lieb hast. Wir danken dir, Gott, dass wir können über das Internet die anbeten, dass wir können taub in so einer Weise Stadt noch Gemeinschaft kann haben. Und dass du auch unsere Gedanken segnen wirst und unsere Titel segnen wirst. Und ich bete Gott, dass du durch dein Wort zu uns reden wirst. Ich danke dir, Gott, dass wir die deinen können, dass du uns lieb hast. Und ich bete Gott für uns alle, wo immer wir uns sind, dass du uns segnen wirst, während wir taub dein Wort studieren tun. Und ich bete auch Gott für all die unter Krankheiten leiden tun, all die trauend sind, all die, die noch weit von dir auf sind, Gott, dass du zu ihren Horten reden wirst und auch, dass du noch von deren Tag die offenbaren wirst und zu Horten reden wirst. Wir danken dir, Gott, vom Horten, und wir beten, dass du mit uns sein wirst, währenddem wir dein Wort betrachten tun. Wir haben die vom Horten live. Amen. Amen. Vier Sonntag in unserer Bibelbetrachtung los wie ein Gottes Wort, wo die Gemeinde in Jerusalem verfolgt ward und wo die Christen dadurch über ganz Judäa und Samaria verstreut worden wären. Gott brach Philippus in Samaria und gab ihm durch sehr viel Erfolg. Viele Menschen nehmen dort Evangelium an. Sogar Simon, der Zauberer, kam zum Glauben und lässt sich biblisch deipen. Aber er ist nicht lang bei der Sache geblieben. Er hielt sich bei Philippus ab und wundert sich über die großen Tekens und Wunder, die er durchsah. Er will wahrscheinlich wissen, wo Philippus seine Wunder deut. Du musst heute auch Leute, die tun können. Nur dem Philippus war der Weich, wir. Und dann Luther aus Simon sagt, dort an den Herrn Jesu Jefahrt, wann der Apostel an die Hänge ableden, baut er an Geld an und sagt: Gib mir auch diese Kraft, dort wann ich wem die Hänge ablei, der dann auch den Herrn Jesus kriegt. Und hier, dann haben wir wahrlich Geld sogar zu geben, wann er bloß mit Gottes Kraft können gefällt worden. Er will weiten, wo er kann Gottes Jesus auch anderen Menschen geben. Wenn er weiß, wann er dort tun kann, dann wird er noch sehr viel mehr Geld dadurch merken können, als wo er erst einmal Geld verdienen hat als Zauberer. Und dort wird der Apostel Petrus ganz klar, dass Simon kein Kind Gottes mehr wie als er das tut. Kein Kind Gottes wird proben, den Herrn Jesus mit Geld zu kaufen. Und deswegen verurteilte Petrus ihn. Er will Simon ganz klar wiesen, dass er den Herrn Jesus niemals mit so einer Anstellung als das kriegen wird.
Wir sind bloß Christen mit reinen Horten und reinen Motiven kann mit den Heiligen Geist gedeiht worden. In unserer Betrachtung von der, wo wir eine andere Person sehen, jemand, der ganz anders als Simon war, jemand, der braucht alles zu tun, was sie können, um andere Menschen zu halten. Nicht Menschen auszunutzen, aber Menschen zu helfen. Und nun wir Tabitha. So, was weit wie über Tabitha? Weil wir losen Taupen Vers 36, in Joppe wohnt eine Jüngerin Jesu mit Namen Tabitha. Dort ist in Griechisch gesagt, Roi. Die durch arme Gaude deit in die arme halb. Ne Tabitha wie ein Jüngerin Jesu von der Stadt Joppe. Joppe ist ein Hafenstadt, wovon wir ihr müssen Gottes Wort lesen tun. Dort wie ein Joppe, wo Jona ein Schiff funk, dort eine Tarsis segeln deit. Joppe ist rund 50 Kilometer von Jerusalem auf, nicht so weit von Jerusalem auf. Und wo ist dann dort durch in Joppe auch Christen wären? In Apostelgeschichte 8, Vers 40 lesen wir, dort nur dem Philippus, den Äthiopier, gedeiht hat, dann durch den Herrn sein Geist Philippus weich. Und Philippus fängt sich an Ashdod an und wohnt dort am Herr und predigt dort Evangelium in alle Städte, bis er nach Caesarea kam. Joppe steht zwischen Ashdod und Caesarea. Er wird in Joppe sicherlich auch gepredigt haben. Was die Bibelgelehrten glauben, dort ans Anleitungstext, ram 5 Jahre nur Philippus' Missionsreise in Samaria passiert ist. Die Christen in Joppe wären noch sehr nie in ihrem Glauben. Aber wenn wir Tabithas Wandel betrachten, dann sehen wir, wo verbildlich ihr Wandel war. Tabitha wird eine Jüngerin Jesu, die durch immer Gott deit in die Arme helfen deit. In Vers 39 los ich erst, wo sie Deichen in der Kleider für die Wettfrühes gemerkt hat. Und dort ist möglich, dort nur die Verfolgung in Jerusalem, dort die Wettfrühes dort nicht mehr Halt gekriegt haben von den Christen. Und wie es Joppe, Jerusalem dich bei ist es auch möglich, dort Wasser von dort verleiten und eine Joppe tragen. Uns wird nicht gesagt, ob Tabitha auch eine Wettfrüh war oder ob sie überhaupt Familie in Joppe hat. Aber das ist sehr klar zu sein, dass sie eine jährliche Familie in Joppe hat. Tabitha deit, was sie können, um den Wettfrühes in den Armen zu helfen. Indem sie das deit, lebt sie Christus seine Wirt ut. In Matthäus, Evangelium, Kapitel 25, verteilt Jesus zu seinen Jüngern, wo das wird sein, wann die Menschen sehen, in seine Herrlichkeit kommen wird. Er sagt zum Beispiel in Vers 32 bis 36, in Verarm wollen alle Völker taub kommen. Er wird die Uten einteilen, so als ein Hort der Schub von der Berg teilt. Und er wird der Schub und seine rechte Seite teilen in der Berg und seine linke Seite. Und dann wird der Königte und der rechte Seite sein, kommt, je sind von meinen Fuhren gesegnet. Oft dort Dreck, dort für jünd gemerkt wird, all dann aus dieser Welt der Grund gelegt wird. Wirs, sagt Jesus, ich bin hungrig und ich gebe mir zu essen. Ich bin durstig und ich gebe mir zu trinken. Ich bin fremd und ich nehme mich ab. Ich bin nächtig und ich gebe mir Kleider. Ich bin krank und ich besuchten mich. Ich bin eingestarbt und ich kann mich besiegen. Und dann sagt Jesus in Vers 40 bei, ich sage Ihnen die Wahrheit, was die für den geringsten von meinen Brüdern getan haben, dort habe ich mich euch getan. Einer schreibt, dort ja viele Menschen auf dieser Welt, die voll gute Wert sind, aber nicht gute Worte haben. Tabitha deit viele gute Worte an der Stelle bloß über gute Worte zu reden. Christen brauchen nicht viel, um gute Worte zu tun. Sie machen bloß wahrlich sein, ihre Hänge und auch ihre Feit zu brauchen, wo halb fehlen wird. Wir haben alle verschiedene Gaben und Talente als Menschen. Und Gott will diese verschiedenen Gaben und Talente brauchen, um andere Menschen zu helfen. Tabitha sah eine Gelegenheit, wo sie andere helfen können, und dort wird sie dann auch deit. Ja, dort Gelegenheiten, die wir als Gemeinde verpassen tun,
mehr für den Herrn und für andere Menschen zu tun. Tabitha mögt da in Kleider für arme Menschen. Was kann wir für Christus tun? Leicht Gott wird ab unseren Horten ab, wiest er wird, was wir für ihn tun sollen. Aber wir die Guven brauchen, die Gott uns gegeben hat, andere zu helfen und Gott dadurch zu verherrlichen. Und obwohl Tabitha immer Gott deed und die Arme helfen deed, sagt Gottes Wort uns, dass sie krank wird und dass sie starb. Und dann lesen wir in die Verse 37 bis 39, als sie aufgewaschen hatten, dann leden sie in die Bubenstuhl an. Und wie es Lieder dich bei Joppe wir, und die Jünger gehört hatten, dort Petrus durch wir, dann schickten sie 2 Männer an, am Sein zu luten, dort er kurz ankommen soll. Petrus ging mit an mit, und als er Hand kam, dann nahmen sie am Fuß ab an die Stufen an. Und all die wertfrühe Stunden Arm, hielten und weisen an die Dagen in Kleider, die sie gemerkt hat, als sie nach bei angewas wir. Und Vers 39 wird uns gesagt, dass Tabithas gute Worte von den Geschwistern sei geschätzt werden. Einer erklärt, durch ihre gute Worte, dass sie Dagen in Kleider für die Arme mögt Tabitha einen großen Eindruck an er steht, oder ab er steht. Als sie starb, wie die Stuhl, wo sie geleicht haben, voll trügende Menschen. Wahrscheinlich kriegt die Menschen, denen sie geholfen hat. Ja, Gott braucht große Missionars, so Petrus und Apollos, aber er braucht auch freundliche, gewöhnliche Menschen, so Tabitha, so du und ich. Und es steht dort, wie uns nicht die Guven kicken, was andere Christen haben, und dann aufjanstig worden, soll wie die Guven brauchen, die Gott uns gegeben hat. Wer weiß, was für einen Eindruck Gott durch uns auf unsere Nachbarschaft oder auf unsere Stadt merken war. Durch unsere gewöhnliche Guven, die wir von Gott gekriegt haben. Durch kommen Tiden, wo wir als Christen an Mut fehlen. Manchmal waren wir mutlos in unserer Arbeit für Christus. Vielleicht, weil wir uns dort, was wir tun, sehr wenig was utmerken dort. Wie glaublich sagt einer, dass dort, was wir tun, geschätzt wird. Und aber wenn wir was Arrecht tun oder was verjährten tun, dann geht es nicht lang, was wir dort hören von Menschen. Taufherren verjährt wir als Christen, Gott für einander zu danken. Und dort wir andere sein, dort sei geschätzt worden, dort wo sie tun, geschätzt wird. Und die meisten Menschen glauben, dass das nicht biblisch ist und dass das nicht reich ist, Menschen für ihre Arbeit zu danken, die sie für den Herrn tun. Aber das ist biblisch und das ist reich. Wie sollen das tun? Der Apostel Paulus mir sicher, dass er die Geschwister immer weiter danken deit und loben deit, wenn sie lobes wieder Dinge für Gott deuten. Zum Beispiel sagt er in Römer 1, Vers 8. Erstens, dank Gott durch Jesus Christus für jünd alle, wie es an der ganzen Welt von jedem Glauben geredet wird. Die Geschwister in Rom, die hatten eine feine, starke Glauben. Und Gott, oder Paulus, weil die Geschwister in Rom dort sein, wo schaffe ich wird hier, wo stark glauben wir. Und für die Christen in Rom werden das ermutigende wird. Vierten warten wir zu lang, was wir sein da. Aber dann nur dem, dass die Menschen gestorben sind, dann ist es ganz leicht, was gaudet, über die Menschen zu sein. Liebe Geschwister, dann ist es über zu laut. Da braucht nicht einmal was viel Großes sein. Ein paar ermutigende wird, vielleicht zweimal die Hand zu geben und sagen, danke Bruder oder danke Schwester, für dort, wo du für Gott bist. Dort wird geschätzt. Ich schätze dort. Diese wird frühes Luften Tabitha nur dem sie gestorben wir. War wie nicht so lang warten. Dann hast du zu laut. Erst sagen wir, wo Tabitha ihren christlichen Glauben ausleben deit. Aber das klar zu sein,
dass die anderen Geschwister in Joppe auch eine starke Glauben hatten. Wir losen dort, als Tabitha starb, den schachten der Jünger in Joppe 2 Mannen Lieder, wie sie hielten dort Petrus durch wir. Diese Mannen sollen Petrus sein, dort er furz kommen soll. Woran? Tabitha wie all dort. Lieder in Joppe sind nur 10 Kilometer ütenein. Die Jünger in Joppe hatten wahrscheinlich gehört, wo Petrus Aeneas, einen gelähmten Mann, der all 8 Jahre zu Bad gelegen hat, geheilt hat. Und vielleicht dachten die Geschwister in Joppe, dass wenn Gott durch Petrus Aeneas heilen kann, so wie in Vers 33 lesen, dann können Gott durch am Tabitha vom Tod abweisen. Dann wird es möglich sein. Und als Bibel lesen, weit wie dort Jesus mehrere Todes abwürgt. Aber wenn ich reich, sie hatten die Apostel noch keine Todes, nur Jesus in Himmelfahrt abgeweiht. Aber wir weiten, wo Jesus in Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 12 zu seinen Jüngern sagt, ich sage ihnen die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird auch dort wirken, was ich tue. Und wird noch greater als das tun, wie es ich nur meinen Vater. Und obwohl die Apostel wussten, dass es möglich wäre, wird es einen großen Glauben fehlen, jemanden von dort abzuweisen. Und kriegt der hatten die Geschwister in Joppe. Als Petrus ankam, alles sah, was Tabitha für die Arme und für die Wetfrühes getan hat, und die Geschwister ihren Jammer und Trühe sah, dann sagt Gottes Wort in die Verse 40 bis 41, da Petrus an alle Uterstufe rütschaut, er kneit sich durch in Bett, und dann dreht er sich nach der deutsche Früh und sagt, Tabitha, stu ab. Und sie mögt ihre Augen auf, und als sie Petrus sagt, dann reicht sie sich ab und sagt. Und dann riecht Petrus seine Hand und halb ab. Und als er die Helge in der Wetfrühes geraubt hat, dann stellt durch lebendig an. Gott wirkt Tabitha vom Tod ab. Ein paar Werk 3, als wir Stephanus' Leben und Tod betrachten, dann losen wir nicht, dass die Apostel für ihn gebeten hatten, dass er vom Tod abweichen soll. Nee, Stephanus, der voll Glauben, Weisheit und Kraft, voll mit den Heiligen Geist wir. Stephanus, der große Wunder in Tiken unter den Menschen deit. Stephanus, der für seine vielen beten deit, während sie am steinigten. Stephanus war nicht vom Tod abgeweiht. Aber Tabitha, der keine große Wunder deit, der nicht für ihren Glauben gesteinigt war, Tabitha wirkt Gott von den Tod ab. Gott hat was ganz Besonderes in gesehen. Und hier will ich betonen, dass obwohl wir manchmal denken, dass dort, was wir für Christus tun, wenig Wert haben, Gott sieht dort. Und viele Menschen sehen dort auch und über sein nicht. Und dort schuld. Ich nehme an, dass Tabitha auch manchmal so gefeilt hat. Sie mögt dagen in Kleider für arme Menschen und für Wetfrühes. Sie wir keine großen Evangelisten. Sie keine großen Wunder unter den Menschen. Sie ging nicht auf Missionsreisen. Aber sie leidt Gott erbringen. Kriegt du, wo sie wir. Du in Joppe. Du unter die armen Menschen. Sie sah die Gelegenheiten Raum, wo sie Menschen halten können. Sie brauchte ihre gottgegebene Gaben, um Glauben, Hoffnung und Leib durch in Joppe zu verbreiten. Das tat sie, bis sie starb. Aber Gott wird noch nicht fertig mit ihr auf dieser Welt. Gott sah, dass das große Loch, dass sie hängen luten wird, nicht leicht wird gefällt worden. Liebe Geschwister, was wir von Tabitha lernen, sei mir Geigen in Kleider für arme Menschen. Aber sei das Gern mit Leib für Gott.
Weil wir von den Jüngern in Joppe lernen, dass wir füreinander mehr dankbar waren. Und dort auch sein, an sie wir bringen, und die Menschen dort auch zu sein, nicht zu warten, bis die Person ihr Stot ist. Dann hast du zu laut. Und ich sehe mich sicher, dass nur dem Tabitha vom Tod abgestoßen ist, dass diese anderen Jünger in Joppe kurz sein deuten, wo sie vermissten. Und wo sie so sehr schätzen tun. Das ist so wichtig, dass wir einander weiten luten tun, wo sei wir einander schätzen, dann das zu lut ist. Und weil wir auch lernen, dass wo Not ist, dann werden wir einander im Gebet unterstützen, dass Gott eingreifen wird und Hilfe schenken wird. Das ist nicht leicht, mutig zu bleiben an der Arbeit, was Gott uns gegeben hat. Aber Gott will uns von der Mut zusprechen. Dass wir nicht müde werden. Dass wir nicht mutlos werden. Dass wir immer weiter proben, uns Besser zu tun für ihn. Kriegen dort, was unsere Gaben sind, weil wir die für Gott brauchen. Weil wir die brauchen, um anderen Menschen zu helfen. Die Gelegenheiten sein, die Gott uns gegeben hat, eher zu lut ist. Wenn wir haben mal so eine harte Zeit auf dieser Welt, wo wir was Gutes für Gott tun können. Und wenn uns Leben hier ewig ist, dann ist das ewig, dann ist die Ewigkeit hier. Wollen unsere Hänge dann ladig sein oder voll sein? Von Frucht, für Dinge, die wir für Gott getan haben. Gott will uns brauchen. Gott will haben, dass wir Tabithas sind. Dass wir unsere Gaben für ihn brauchen. Mag Gott uns damit helfen. Amen. Ich wünsche ein jeder Gottes Segen und auch Gesundheit. Ich weiß, wir wohnen nu und leben nu in einer sehr unsichere Zeit, aber ein Ding ist sicher, Gott ist noch da, der will uns helfen, der will uns bewahren und der will uns brücken für seine Evangelium. Gott will uns weiter sein.